zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Wir sind noch mit dem Nico Bellic gerade da, wo wir die letzte Mission beendet haben, in der letzten Folge. Und wo wir den Jacob hier hergebracht haben. Und jetzt rufen wir da gerade mal mit dem Roman an. Holen wahrscheinlich die nächste Mission. Roman, I told Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. Okay. Jetzt, wenn wir schon da sind, jeder von euch kennt ja die Todesschaukel, oder? Wenn nicht, dann lernen Sie jetzt kennen. Das ist nämlich ein Bug, der seit Anfang an in diesem Game ist, aber ein richtig geiler Bug ist. Und zwar sind die Schaukeln hier immer recht am Eskalieren, wenn man dran rauffährt. Und dann machen wir jetzt einmal. Okay, das war jetzt noch nichts, aber jetzt fährt sie auf rumwagen. Und manchmal schleudert es einem da. Also wahrscheinlich wird jetzt sterben, bin ich ganz ehrlich. Wow! Oh, what the fuck? Ich bin tot. Habe ich jetzt meine Waffen noch, oder nicht? Ich habe meine Waffe jetzt nicht mehr, gell? Das war vielleicht nicht so gescheit gewesen. Ah, mal, ich habe sie noch. Okay. Gut, okay, ja, jetzt sind wir immerhin auch schon mal beim Krankenhaus gewesen. Jetzt haben wir das erste Mal erlebt, dass wir Bescheid wissen. Okay, so. Also, dann schauen wir jetzt mal, wenn wir die nächste Mission bekommen. Oder wenn wir nochmal zu der Michelle gehen. Das zwar nicht so Sinn, ich glaube nicht, dass wir jetzt zu der Michelle gehen. Sie dort jemand an, unbekannter anrufen. Yoko, Betty Roman's cousin. It's Vlad. Well, name doesn't ring any bells. I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Cameron's bar in Mohawk. I have a word for you. Okay, ja, dann machen wir das mal für den Vlad oder wie er heisst, das Vladobrot. Düsen wir mal gerade Sinn, machen wir gerade dort mal die nächste Mission. Aber jetzt geht es so langsam ein bisschen ab, dass wir nicht immer die gleichen von A nach B, so muss ich sagen, die Missionen, weil die gehen mir langsam ein bisschen verwecken. Oh, ein schlechter Karren. Alter, die Physik in diesem Game ist einfach so... Es ist einfach so träge, denke ich. Es ist einfach so... Also Autorennen mit dieser Physik könnte ich mir gar nicht vorstellen. So, nächste Mission. Fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah. See you later, You Mel. always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, Fatty Roman's cousin. What's your name again? Big mouth prick. Better Cassius. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of you. Take this shit? Yes, make it about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Campton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Okay, so, also ich könnte das Taxi nehmen, hä? Dann machen wir doch das mal, schauen. Nehmen wir mal das Taxi. Ich habe vergessen, du musst hier noch lang F drücken, dass du ins Taxi hinten einsteigst und nicht das Taxi klaust. Okay, ja, dann fahren wir halt selber. Weil bei GTA 5 ist es gerade umgekehrt. Da musst du kurz drücken, dass du das Taxi einsteigst und lang drücken, dass du das Taxi klauen. Scheiße. Ja, egal. So, also das Wetter da ist richtig grusig. Einfach so trüb, einfach so. Also, nein, trüb, einfach so grau. So richtig emotionslos. Darum finde ich so Liberty City nicht geil. Oder das Setting finde ich einfach nicht so nice. Aber da könntest du zwar auch einen Mod reinklatschen. Mal schauen, vielleicht suche ich noch nachher einen Mod raus, dass wir da ein bisschen schönere Farben drin bringen.
Weil es sieht recht aus. Dass es ein bisschen optisch ein bisschen schöner aussieht und nicht so emotionslos. So. Wo müssen wir her da, hä? Hey, let me in. You have Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Finde etwas, was du da werfen kannst. Okay. Da hinten sind noch Steine. Das ist ja noch geil. Da kannst du noch so kleine Objekte, kannst du alle Müll nehmen, wo du und dann kannst du so umschmeißen. Das ist noch geil gemacht da. Das gibt es auch nicht mehr in Dings in GTA 5. Say sorry, you bastard. Jetzt mir gerade Bastard gesagt. Steal my PDA? Besser gehst du weg, Frau, hau dir die Ziegelsteigerin. Stop it, shitbrain! I pay up now. I pay up. Here's your money. I hope you and Vlad choke on it. Sure, whatever. Was das für eine Mission ist, ey. Kann ich so rein? Nein. Kann ich die Scheibe auch noch kaputt machen? Ja. Hehehehe. So. Also, düsen wir wieder zurück zum Vlad. Mit diesem Taxi. Und dann, Alter, steht schön so ein verdammter Karren, Mann. Und dann haben wir wahrscheinlich die Mission auch schon geschafft. Ja, gut, am Anfang sind die Missionen halt immer so hure simpel, nachher wäre das dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwerer. Vor allem wenn es mal so richtig ums Rumgeballern geht, weil die wahrscheinlich richtig abkacken mit Maus und Tastatur in einem GTA-Game. Fuck my love, that's it! So. Hey, sind wir da vorher auch durchgefahren? Ich muss mich erinnern. Wow! Perfekt. Kommt noch Zwischensequenz? Ja. Hey, Urkel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure, get out of my face. Der ist ein komischer Typ, der Vlad oder Vlad oder wie er auch heisst. Das ist so ein Fladenbrot. So, also, gut. Ja, da würde ich mal sagen, wir sind zwar erst bei 8 Minuten. Ja, dann warten wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen Anruf über, wieder vom Vlad oder wie er immer heisst. Oder vom Roman. Dass wir da noch wieder eine Mission machen können, weil jetzt die Folge beenden wäre doch ein bisschen kurz, darum warten wir jetzt so schnell. Da kommt ein Anruf rein. Es macht immer so. Nico, how you doing? This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. It's been a lot like hard work. Well, you should Hard hang out work, with us genau. more often. Maybe that is the problem. Like sitting here with Brucey. Well, Oh, der Brucey! Ja. Der Brucey gibt's ja auch noch, stimmt. Stimmt. Jetzt haben wir so ein kleines Mannöckeli dort. Gehen wir jetzt mal schnell her. Stimmt, der Brucey, den gibt's ja auch noch. Den habe ich voll vergessen, der war schon in GTA 4 schon gewesen. Der ist so ein bisschen so ein durchgedrehter Mensch. Ja. Also, wir haben das SMS bekommen, neue Mission von Vlad. Was wird der? Muss ich aussteigen? Was passiert? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we.
It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind self for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. Also so ein Dude möchte ich auch mal gerne antreffen, wo man einfach eine 100er-Note in die Hand drückt, aber... Ja. So, wir gehen wieder zurück zum Fleddy. Zum Fleddy Boy. Nachrichten, da. Bauerntyp, kommt zu mir. Es gibt wieder Arbeit. So ein Arsch. Aber dann machen wir das mal. Gehen wir wieder zum Fleddy. Let's go. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. You're joking, right? This is a joke. You're playing Hey, a joke now. Mallory, tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Алло, Влад говорит. Да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Immerhin ist mein Taxi nicht despawned. Geh zum Waschsalon. Jetzt müssen wir da also in dem Fall wieder einfach Drecksarbeit machen für so einen, der ein bisschen Cash hat. He? Und meint, er sei es, obwohl das es nicht ist. Dann machen wir halt das. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. So. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Okay, da musst du schnell zum Kurzschliessen. Da hat ja den Schlüssel drin gehabt. Wo ist er? Ah, da vorne. Oh, das ist ein schnelles Auto. Sieht ein bisschen wie ein M3, hä? Hinten. Vorne sieht er nicht mehr aus wie ein M3. Was macht der? Muss ihn einfach die ganze Zeit rammen. Ah, you're making this harder for both of us. Wie oft muss ich ihn noch rammen? Ah, jetzt. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money from him soon, or your wife shall be using your washing machines to get the blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask What a head. twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. Alter. So, okay, dann haben wir da auch schon mal die erste Mission wieder geschafft, oder die nächste Mission von ihm geschafft. Dann wir noch schnell an. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you open your mouth, huh? Come back to the bar soon.
Okay, dann haben wir schon die nächste Mission bekommen, aber die machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.